Am Ufang vun engem neue Joer mecht den sech méchens Gedanken iwwer dat wat an de vergangenen Zeite war. Wat fir eng Problemer konnte geleest gin. A wat fir Iwerbleifselen hummer nach mat an näst Joer zu hëllen. Leif Leiit mir wëssen net all 2014 war net einfach. Aussepolitisch, europapolitisch, ora besonnech wat die Lützebauer Politik ubelangt. Am wir wissen auch, dass 2015 sicherlich nicht viel mehr einfach wird gehen. Die außenpolitischen Probleme sind nach lang nicht gelöst. Mit der Ukraine-Krise geht es führen am negativen Sinn. Der russische Präsident Putin, den mit den Sanktionen an mit schwierigen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, ist stark angeschlagen und dafür umso mehr gefährlich. Wir all müssen uns aber bewusst sein, als Relationen mit Russland können und dürfen nicht so bleiben, wie sie sind. Und hier ist die neue europäische Außenministerin, die Italienerin Mogherini, die die Responsabilität für die gemeinsame Außenpolitik ja bekanntlich trägt, sie ist gefordert. Sie ist für ihre Mission sicherlich nicht zu beneiden, weil neben Russland muss sie sich auch nach Palästina bekümmern, wo die europäische Politik bekanntlich für eine negociierte Anerkennung von einem Zwei-Staaten-System an den Ende von der Gewalttätigkeiten gegen die Zivilgesellschaft gefordert wird. Sie muss sich mit den Konflikten in Syrien, am Irak beschäftigen, mit Millionen Flüchtlingen, die sogar wie Vieh mit Phantomschiffer über das Mittelmeer gebracht gehen. Und sie muss die unwürdige kriminelle Reso von den Menschenhändlern an den Griff kriegen. Sie muss Maßnahmen ergreifen gegen die mörderischen Aktionen von den islamistischen Fanatikern, so wie Lot zu Paris kann an der wird ja nicht vorgehen. All das ist eine Responsabilität, die haut nicht mehr von den nationalen Außenministern gedroht wird, auch nicht mehr von unserem beliebten Lützebauer Außenminister, mehr von der europäischen Außenministerin ganz allein. Hoffentlich ist sie der Mission gewusst. Daneben tun wir auch nach die europäische Innenpolitik zu meistern. Eine neue Krise in Griechenland, wo am Platz Probleme zu lösen immer nächste neue Wahlen organisiert gehen und damit die Inaktion und die Instabilität vergrößert gehen. Gott sei Dank haben wir in der Zwischenzeit die nötigen Instrumente geschafft, für den Euro aufzusichern. Auch wenn ein Memberstaat für Probleme sorgt, haben wir Instrumente, für dagegen umzukommen. Die Bankenunion an die 500 Milliarden Euro stark Schutzschirm sorgen dafür, dass nationale Unsicherheiten nicht mehr eine Gefahr für die ganze Eurozone gehen. Aber das geht nicht durch. Als Wirtschaft muss nicht angekurbelt gehen, für die Arbeitsplätze zu schaffen, die als Jugend unbedingt braucht. Dafür ist ein Investitionsprogramm von der Kommission blutnotwendig. Es kann in dem neuen Kommissionspräsidenten und seiner Equipe nicht das Beste wünschen, für das den Aufbau von einem großen europaweiten Wirtschaftsmarkt auch leisten kann und realisieren kann. Das Europaparlament schafft auch intensiv auf diesem Dossier. Aber allein können die Kommission und das Europaparlament das aber nicht hinkriegen. Auch die Memberstaaten müssen einen wichtigen Beitrag zum Abschwung von ganz Europa leisten. Und da bin ich mal gespannt, was Lützeburg proposiert. Mit dem Investiment allein an den Tram wird es nicht durchgehen. Du brauchst schon mehr solid, zukunftsträchtige Projekte, für das Lützeburg seine Defizite überbrückt, sein internationaler Reputationsverlust gut möchte, an den nächsten Generationen eine reelle Chance bietet, für das sie Lust kriegen, sich zu und für Lützeburg zu engagieren. Wir sind also gespannt auf Proposen, die von der Regierung hoffentlich kommen werden.